guck weg! Okay. Ja, Mahlzeit moin Freunde der guten Unterhaltung. Heute zeigen wir euch ein Video, was allerdings schon ein paar Tage älter ist. Wir schreiben jetzt mittlerweile fast Mitte Juni. Ja, wir wollten euch eigentlich nur damit zeigen, wie weit wir mittlerweile sind. Wir haben gemacht Ölwechsel, Getriebeölwechsel und anschließend Probefahrt. Dazu laden wir euch natürlich jetzt recht herzlich ein. Ja, das könntest du treffen. Ach, das ist jetzt Zoll. Ne, das war irgendwo. Der war auch ein Kampfreund. Sind die Amis Oh, da kommt er genau aus dem Loch. Oh. Hier, Dennis, für dich. Da ging schon mal was rein. Oh, ja, die habe ich schon mal. Vorsicht! Und jetzt kommt der Strahl genau so. Jetzt kommt es aus dem anderen wieder raus. Oh, es ist im Gelenk. Wie dumm macht man denn sowas? Warum macht man das genau so, wie es jetzt hier ist? Weil es Amerikaner sind. So ein richtiges Negativbeispiel. Negativ? Hier vorne kann man den Schaltzeitpunkt einstellen. Junge, die Katze per Hand rausdrehen. Nee, nicht ganz. Nicht fast? Junge. Der Bauer, der hier dran geschraubt hat, ne, der sollte einen Orden verdienen. Der Ohren direkt. Ich bin mal so nett. Vielleicht brauchen die einfach nicht so viel Drehmoment, Stefan. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob die Schrauben alle eingeklebt werden müssen, damit die nicht rausfallen. Der Handfest reicht doch. Schon smart. Als Maul. Endlich wieder Öl! Ich habe eingedacht, das kommt von früher. Was ist die letzte Schraube los? Könnte gehen, Stefan. Oh, da ist aber Schmuck drin, Stefan. Ja, aber oben, wenn du so guckst, finde ich, sieht das alles noch... Also, wie soll das aussehen, ne? Hat das mit der Getriebeglocke alles gut soweit? Ja, Wird die schweißen? aber das ist das ganze Getriebe... Ja, Ja, super! Was steht hier auch hier rum? Vollarsch! Boah, ey. Boah, diese Schweißkünste, die verblüffen mich doch immer wieder bei den Amis. Aber dass das überhaupt halten kann. Das war so ein deutscher Ami. Nee! No way, Junge! Ist da ja doch schon drin. Das siehst du auch sofort, weil die immer so bauchige Nähte haben. Ah, gibt ja eben bald einen neuen Krümmer. Da braucht ja auch nicht mehr mit so einer hässlichen Nagelband da fixiert werden. Stefan, passiert was? Der Motor dreht ja! Toll! Was willst du tun? Oh, der wurde falsch angeschraubt. So, hier ist ja auf der Schraube. Jetzt kommen hier nochmal 50 Liter raus. Nochmals. Stand in der Anleitung. Nochmals. Oh, ein Schraube! Aber das ist eigentlich smart, dass man den Wandler ablassen kann, ne, Dennis? Matthias auch. Sogar noch besser. Man füllt sie nämlich selbst. Ja, aber knapp, du, Alter, Bananenbier. Stefan, ich kann deinen Landeplatz schon erkennen. Hast du dich mal ein paar Haare implantieren lassen? Sackhaare. Wie du willst. Das ist auf jeden Fall genauso krüsselig wie deine Haare auf dem Kopf wahrscheinlich. Lockiges Haar. Stefan, sein lockiges Haar. Käse. Nicht, dass die da gleich aus dem Peilstab rauskommt. Nicht, dass der irgendwo aufstaut. Alle da haben wir schon. Dann dabei die Bremse gedrückt halt einfach, auch wenn der will. Schon mal Kraftschluss. Hier jetzt anders, oder? Ja, Ganz anders. schon gleichmäßiger. Und dann ist man ganz anders.
man dann kein Gas mehr gibt, aber was schneller war, dann braucht er lange, bis der Gang wieder drin ist. So war das schon mal schneller, die Gänge. Mitfahrkamera. Sehr dunkel. Mit der rote Nummer. Nummer ist dran. Ja, noch richtig schlecht. So, rote Nummer ist dran. Jetzt kann es losgehen, hoffentlich. Hat das das Getriebeöl gewechselt? Ja, und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das. Hui! Dass wir mal ein bisschen den Wandler wieder reinkriegen. Hat der vorher nicht gemacht so. Was? Vorher hat er schon gemacht So. dabei. Aber der hört sich ganz anders an beim Fahren, jetzt auch wirklich viel runter. Ja. Ah, so jetzt, oder? Hey, Schalte. Das fährt nicht schön, ey. Nee. Oh, die Reifen, ne? Ja. Die ist auf N. Okay. Ui. Da schaltet er schon mal. Ja, Öle sind jetzt soweit getauscht, Getriebe wie auch Motoröl haben wir gewechselt. Ja, jetzt werden wir noch mal 1-2 Tage den mal wieder mal laufen lassen und mal schauen, ob die Ölstände sich noch mal verändern. Ja, laufen tut er soweit und dann denke ich mal, dass wir dann die nächsten Baustellen irgendwann mal starten werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schaut bei Instagram vorbei, da posten wir auch noch mal die ein oder anderen Sachen, wo es gerade an der Karosse weitergeht, wo es an der Technik gerade weitergeht. Und wir warten noch ein bisschen auf die Zündkabel und dann schauen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!